Ich bin Nora Schleuch, ich bin Programmkoordinatrice hier aus dem Haus aus der Weiterbildung. Und ich bin ziemlich froh, dass trotz der widrigen Umstände bei uns in der Wehr hinaufgefunden wird, weil ein passioniertes und engagiertes Publikum ist natürlich auch immer flott mit Moderatrice. Wir haben heute den Abend über die Influencer und die radikalen Illusionen, nicht nur von der Weiterbildung, sondern auch eine Kooperation mit dem Forum. Und Philipp vom Forum filmt doch hier für uns. Merci dafür, danke. Dann als Respekt.lu, eng Kooperationsorganisation, die sich gegen Radikalisierung einsetzen. Und genau, das ist auch ein Grund, wieso wir heute über Influencer schwätzen. Nicht nur, weil es aktuell ist, sondern weil das den dritten Abend ist von einer Serie, die sich mit dem Siècle des Lumières, mit der Aufklärungsbewegung beschäftigt. Und vielleicht hat irgendjemand von euch schon an der Schule hören, die Aufklärungsbewegung war eine Bewegung, die vor 300 Jahren angefangen hat, wo an Europa sich Denker und Philosophen angefangen haben zu wehren. Zu wehren gegen absolutistische Herrscher an eine Kirche, die dogmatisiert wird. Die mit ihren Machtstrukturen also dazu gefordert hat, dass die Gesellschaft an völlig Klang gehalten ist. Also sie müssen Glaubenssatz halten, sie dürften nicht nachdenken, nicht prüfen, nicht hinterfragen. Für allem waren sie somit nicht frei und unmündig. Das hat die Machtstrukturen ziemlich gut gepasst. Das Idealbild, was sich aber mit der Aufklärungsbewegung vom Mensch rausgeschält hat, war ein, der mit Genauigkeit sein Urteil prüft. Der ganz genau weiß, was gut und gerecht für sich ist, einen, den sich weiterbilden will, den sein Potenzial schmieden will, den Herr von seinem Leben ist und sich zu etwas möchte. Am Anfang steht da immer den, der selber denkt, der kritisch ist, den also sein Geist anstrengt. Und das war ein ganz schönes Ideal, immens kraftvoll, mit hat aber auch seine schwere Konsequenzen. Weil, wenn der Mensch am Mittelpunkt gestaltet wird, wenn ihn wirklich mal Herr von seinem Leben ist, also auch Beherrscher von all dem, was rundherum ist, der Rationalisierten, der Kalkulierten, der Kategorisierten, und kriegt so die Illusion, alles zu kontrollieren. Und ob das wirklich der Fall ist, da können wir alle gut bezweifeln, auch heute noch. Mit war nicht alles schlecht. Wissenschaften damals sind so gesprießt, sind also immens viel Progress gebracht, mehr politisch, gesellschaftliche Systeme aufgestellt, die sowohl die Menschenrechte wie auch die Individualfreiheit respektieren könnten. Und ich so könnten, weil das nicht nur das geschieht. Es ist auch eine Leistungsgesellschaft entstanden, wo mit viel Druck drauf geschafft wird, immer mehr Erfolg zu haben, immer mehr Besitz, an die Selbst, an die Weltbild zu entwerfen, was eigentlich gar nicht mehr so mit der Realität überein stimmt. Und nicht so ganz lang hier haben ziemlich furchtbare Ideologien schon für ziemlich grausam und unglaublich schreckliche Tote gesorgt. Despotismen und Diktaturen sind wir heute auch noch nicht lassen. Trumpismus als etwas, was noch immer in aller Munde ist und hoffentlich nicht mehr allzu lang. Der politische Fanatismus bringt heute genauso wie früher Hetz und Spaltung an eine Gesellschaft. Und das hat auch alles mit Dogmen zu tun, mit nicht hinterfragten Geschichten, mit Meinungen und Illusionen, und mit ganz viel Geld und noch im Wurst. Und heute, am 21. Jahrhundert, sind wir am Siècle von der Digitalisierung, der sozialen Netzwerke, der Hyperkonnektivität. Und wir fanden das Phänomen auf einmal ganz zugespitzt und zwar an den Influencer. Das ist ein Internet-Hype an Personen, die online am Mittelpunkt stehen, die soen erweisen als Produieren, Weltbilder, und die haben so einen ziemlich starken Einfluss auf hier solche User. Und da ganz viele verschiedene Formen, wie wir heute noch Werte gesehen. Und das muss nicht a priori schlecht sein, mir geht aber gefährlich, wenn der User nicht mehr hinterfragt, was du eigentlich gewissen kriegst. Oder wenn er ganz stark Vertrauen zu einer Person aufbaut, die doch so nah ist, weil sie einem alltag am Handy Mäue so könnt. Hanna frohe mir dann haut nach dat, was mir Gewisse krähen. Oder sie mir auch ugezogen von einem schnellen Kontinu an einer Welt voller Krisen. Easy antworten, da könnt heinst du ganz gelehen. Heinst du hol mal dankbar un. Mit feiert das eigentlich ganz weit wasch von dem, was Realität ist, auf ihren allem auch von euch selber. Und wieder durch der Philosophie kommen, und die Philosophen immer Lust auf Gründlichkeit tun, hun Stück gefroht, was das dann, wir hatten Influencer, wo könnt das hier? Und die Hunde da mal geguckt, was da früher zu so Meinungsführer gesagt ging. Also 1955 gewonnen einem Aufsatz, den heißt Personal Influence, du warst heute schon da, vom Elio Katz und vom Paul Lazarsfeld eine Spezialtheorie aufgestellt. Die sollte nämlich, alles, was an den Massenmedien so rundherum schwirrt, könnt ihr dann an der breiter Öffentlichkeit wenn es über das Medium von einem Meinungsführer geht.
Das heißt, es gibt eine Theorie, die aus so einer Massenmedien vertreten, aber sie gedreht dann wirklich wirksam, wenn eben eine Person als Mittelsmann, als Meier dazwischen steht. Und das nennen sie den Meinungsführer. An der Definition sind das Menschen, die mit besonderer Überzeugungskraft und einem breiten Netz an Kontakten im persönlichen und beruflichen Umfeld andere Menschen von ihrem Lebensstil, ihren politischen Ansichten oder ihren Konsumentscheidungen überzeugen. Der Meinungsführer übt eine Form der Führung aus, die im Tumult gewöhnlicher Beziehungen von Person zu Person nahezu unsichtbar bleibt. Und immer noch weiter darauf angehen, just kurz einen Hinweis, du hast schon so eine Intransparenz dran. Das heißt, du geschieht schon etwas an einem großen Netz von Leuten, was nicht immer alles so ganz klar ist. Ihr mal ja, ein Thema starten, was das dann für ihr den Influencer? Wer will den Anfang machen, kurz vielleicht? Mira, bitte. Ich hatte die Definition schon ein bisschen geklaut. Ich wusste, dass du den Aufsatz auch kannst. Bitte, was ist ein Influencer? Genau, ich gebe mich da dann dir auch anschließen an der Definition vom Lasersfeld. Ich gebe dazu vielleicht noch beifügen, dass die Influencer vielleicht auch parasozial Opinion Leaders oder MeinungsführerInnen sind, weil es da auch eine asymmetrische Beziehung gibt, eine vielleicht auch falsche Intimität zu der Person, die besonders bei extremistischem Contenu dann auch kennt, zu einer Miliz machen, den anderen zu persuadieren von Ideologien an problematischen Aussichten. Warum als erwähnt Mira aus, weil ich mal Panel vergisst vorzustellen. Also Mira Sorrentino als von Respekt.lu, also einer Organisation, die sich gegen Radikalisierung ersetzt. Dann haben wir Charlotte Pool, Charlotte als Psychotherapeutin beim ZEV, Zentrum für exzessiv Suchtverhalten, und hat beschäftigt sich viel mit den Problematiken im sozialen Medien, an ja, Internet, an Mediensucht. Und Leslie Schmidt, Leslie als eine YouTuberin, das hat letzte Woche mit Leslie, wie ich denke, letzte Woche schon Leslie, ja, eigentlich am Phänomen Internet-Influencer sich ein bisschen besser auskennt von der Seite. So, also Mira hat schon eine schön umfassende Definition geliefert, wo viel Stichwörter drauf wäre, wie Ideologien, an falsche Intimität, die wir hier noch nicht abgreifen. Charlotte, als Dingenbrill, wäre das ein Influencer für dich? So eigentlich aus der Sicht von Juden, wie dann. Da sind die gesehen, von auch ein Handy gucken, die man erzählt, was gut fand, wie es erlebt wird, den ich bewundern, an dem Stern nur einfachen. Nur einfachen, okay, bewundere Geschichten erzählen, als abkommen? Das wie durch? Ja, ich ging so die meisten Sachen, denen ich lese nicht mehr die ich schon gesucht habe, war das vielleicht noch dabei fügen, da das von den Internet doch so mal googelt, einfach für eine Definition von Influencer. Du liest den dann gewöhnlich, dass es eine Person ist, die eine gewisse Form von Autorität oder Expertise an einem Bereich hat und dadurch eine Influenz auf einer Leute ausübt. Ich ging aber so, gucke mal, Social Media Influencer muss ich das vielleicht ein bisschen nuanciert gucken, weil inwiefern sieht man da nach der Expertise, wie sicher ist der garantiert und wen sitzt die überhaupt da und sieht mehr, hey, so ist es, so musst du denken, so musst du vielleicht auch gesehen, wo ist die Expertise, was garantiert man, dass das nicht einfach hinaus dem Mäus abgestanden wird oder du fandest, ich bin Expert, alles geht. Also da haben wir schon einen fulminanten Umfang mit ganz vielen wichtigen Aspekten. Aber was das für ein Influencer gehen, die wir haben? Wie können wir das kategorisieren? Beauty-Influencer, die dann ihre Beauty-Produkt präsentieren. Was gibt es noch von Influencer, die so begehen? Also ich ging mal so in alles. Egal zu welchen Bereichen er besicht, schon dachte ich, du gefangen Strecken zu lehren, lo hun Sachen nur gesehen, lo Schüssen bombardiert mit Contenu von Content Creators, die sich über am Strecke befassen. Für eine pure Main wollte ich Harry Potter Film mal gucken, du warst ein bisschen googeln und du konntest monatelang just Content von spezifischen Harry Potter Content Creator. Also ich meine, egal welchen Nische, egal welchen Thema, das ihr seht, ich finde immer Leute, die dort so Influencer sind. Also das ist eine Person, die sich online präsentiert und die als Contenu, Content eben will Menü bringen. Und eigentlich kann nicht verreden Influencer sehen, weil nicht verreden hat etwas zu einem Content zu sagen, er kann das dann auch verkaufen. Das ist ein Unterschied, ob ich einfach erzähle, weil ich Anterede habe und ich hoffe, dass er auch den Anterede hat, oder wenn ich mit einem gezielten Willen auftreten, in Zweck zu erreichen, weil das sind die Mittel zum Zweck, für den Zweck zu erreichen. Und ganz oft als beim Influencer eben die Marketingmittel handeln drin, oder eben, du kommst mich später noch drauf zu sprechen, Ideologien, die sollen möglichst propagandistisch
beeinflussen. Wenn wir von Marketing schwätzen oder von Lifestyle verkaufen, wie kann den dummer da Kontakt? Das heißt, ich sehe schon einfach nur stricken und dann da gibt man da gewiesen. Was möchte ich Strick-Influencer? Weil das gesehen und das war einfach mal Knitting für absolut Beginners, weil ich überhaupt keine Ahnung davon hat. Und dann kriegt ihr Leute, die am Video weisen, die erklären, was das versteckt geht, die dann sich nur filmen, die hier Hand vielleicht filmen und dann eben auch die ganzen Bewegungen, die ihr muss machen, konkret weisen, weil sonst, wenn ihr lang daheim sitzt, wenn ihr mir erklärt, du musst durchknurren, dann du sitzt heute dadurch, dann haben wir vielleicht auch einfach Schwierigkeiten, mal festzustellen, wie das ganz soll funktionieren. Das ist einfach visuelle Durchstellung von dem, was ihr muss machen, schlussendlich. Das ist das am Anfang ganz flott, weil ich fand dann direkt einen, den auf mein Besoin, den ich dem mein Tun antworten kann. Und ich kann mich da vielleicht doch mehr positiv als mit den Influencern. Also nee, das ist nicht a priori negativ. Oder schau nicht, wenn du aus der psychotherapeutischer Sicht guckst, wann ich eine Flottvielfalt beginnen. Das ist einfach viel für ihn etwas dabei bei den Influencern. Ich finde ihn einfach für all Nische etwas, wie du schon so. Es ist egal wie ich mich fühle, mit was ich mich identifizieren, was ich gerade sicher, ich fand nicht. Und ich fand immer eine Person, die genau oder relativ nur das durchstellt, nur was ich gerade gucken. Und das ist dann natürlich immens flott. Ich immer irgendwie fanden, wo ich die Impression habe, versteht mich, kann nur vollziehen, wie ich gerade denke, auch von einem direkten, realen sozialen Umfeld vielleicht kein Du aus, den Besoingeber füllen. Ich gebe dazu auch vielleicht so, dass ich nicht vielleicht auch immer mit den Influencer von der Meditieren auch durch die Algorithmen und den beispielsweise auch der YouTube-Recommender-System noch möchte finde. Also 70% von den YouTube-Videos, die wir uns angucken, die gehen als rekommandiert. Das heißt, dass es auch so kann sein, dass ich vielleicht etwas ganz harmloses mal will gucken, wie beispielsweise Strecken und dann irgendwie du nur ob Video von den Tradwives beispielsweise den traditionellen Frauen, der aber eine doch konservativ, frauenfreundlich und antimodernistisch Ideologie vertreten. Das heißt, du findest den Influencer auch möchten. Das heißt, das nicht das flott, das ist wirklich zu all andere, die ich verspüren, auch dann direkt eine Gruppe kann fahren. Aber wie gesagt, das nicht Selbstzwecke. Den Influencer erzählt nicht, just für seine Geschichte zu erzählen. Mir geht ja schon darum, die neue Währung, sie hat Likes und Followers, geht ja genau darum, für möglichst viele Leute in sich zu versammeln. Was sind die größten Ordnungen von einem erfolgreichen Influencer? Wie viele Followers muss ein Hund für den, das kann er sein CV schreiben, ein Influencer aus? Ich habe keine Ahnung. Also, ich kann mich durchaus auf was ich, also meine Erfahrungen basieren, das natürlich Lützeburgisch Content für Lützeburgisch Spruch zu lernen, das ist ein immens nicht. Ich schon aber für Lützeburgischen Channel über 14.000 Leute, die subscribed sind. Weil ich da sind nicht wenig Leute gesehen für einen Lützeburgischen Channel. Wir haben ganz große, wenn ihr nicht guckt, ist das natürlich nicht. Das ist ein Drip zum warmen Stehen. Das ist auch noch nicht wegen so, oh, hat verdient sein Leben da oder hat mich irgendetwas da. Das ist wirklich nicht. Da muss ich schon eine ganz, ganz hohe Schule kommen für ein Sponsorship so lang zu sehen und immer in der Hand bleiben, für das etwas überhaupt geht. Wir kommen nur an Millionen unzuhören. Ne? Das heißt, große Fußballspieler sind übrigens in Deutschland die Top-Influencer oder dann Kardashians oder Paris Hilton oder wie sie Hautalgorithmen heißen. Das sind Zahlen, das ist unwahrscheinlich, so schwer zu stellen, wie viele Leute wirklich die Beeinflussung oder die Meinungsbildung von den Leuten appräciieren und sich aktiv wollen immer mit denen Leuten beschäftigen. Und das kann ja, wie gesagt, harmlos sein, wenn ich Stricken lehre, aber es kann aber auch problematisch sein, weil es ein Unmaß und Contenu mit sich bringt, die so ein Influencer tagtäglich produziert. Da gehen dann ganz viele Videos rausgeschickt oder Geschichten oder was auch immer. Und du hast den Contenu extremst banal. Da lariert gerade sein Müsli mit den Hanfsamen und dann gucken das dann 1 Million Leute davon, das ist cool. Also so viel Contenu, dass du ganz schwer aus zu verstehen, was geht es gerade? Also vielleicht irgendeine Message haben, die ich nicht gesehen habe. Geht es gerade um eine Glorifizierung von einer Person oder geht es der Person wirklich darum, Informationen basically und Leute zu bringen? Das heißt, was könnte ein Risiko sein, wenn wir als User statt Marketing mehr schwinglicher sind, weil wir wirklich in dem soll Stricken beibrucht gehen?
wie gehst du das ausschätzen, Mira, zum Beispiel an ihrer Arbeit? Ich denke, was bei uns schwierig ist, ist, wenn Ideologien als Lifestyles verkauft gehen oder als Ästhetik auch durch beispielsweise die Video Away von den Tradwives, wo dann tatsächlich auch vielleicht seinen Handbrei zubrät und dann aber noch dabei zählt, wie war das wichtig ist, dass ich als Frau mich mit meinem Innerordnen oder so, also so Day-in-the-Life-Videos, die funktionieren auch extrem gut. Das ist das wirklich die Ästhetisierung auch von einem Lifestyle, wo mir als mehr problematisch gesehen. Die Ästhetisierung ist für mich ein wichtiges Stichwort. Die Ästhetik von Narrativer sind Geschichten, das der lateinisch Wort für eine Geschichte erzählen, funktioniert dann ganz gut, wenn sie Gefehler, die man mit unseren Sinnen, Aesthesis aus der griechische Wort für Wahrnehmung durch Sinne, also wenn sie Geschichten übermitteln, die man durch unsere Sinne direkt ganz stark vorholen. Da kann eben sich sein nur Glück, nur Leid, nur Zusammenhalt, da kann aber auch Angst sein oder Feindbild propagieren. Das ist einfach, als wenn dran trifft, am Herz oder an den Guts, die was ich meine. Das heißt, die Ästhetik, das heißt du da ganz genau gewählt für eine Message, ein bisschen mehr direkt und die Leute zu bringen, das dann vielleicht nicht gefehlt, das geht durch Raison, durch den Verstand, aber als eben unbewusst trifft. Und da kann ich eben auch den Haferbrei, den Porridge reieren, und da fällt man vielleicht gar nicht so ab, weil gerade dazwischen noch so ein Geschichte gezielt wird, weil ja alles gerade mega harmonisch wirkt und das ist alles cool und die Person nicht erfolgt und ich admiriere die Ohren, da könnte die Message ungefiltert und Charlotte Disch schafft am ZEV eben auch viel mit Leuten, die Probleme haben, sich davon Last zu lesen. Wie erlebst du das? Die Leute, die bei euch kommen, kriegen die mit, dass du innerschwellig Messagen kommuniziert gehen oder also du wirklich mehr das Lifestyle, ich will auch so sein wie den eigentlich das Priorität steht. Das beides. Also wir haben Leute, die sich ganz bewusst sind, dass sie nicht manipuliert, gehen, das was sie gesehen, dass da konnten, dass das etwas, was produziert wird, dass etwas, was nicht forcément der Realität entspricht, dann aber also schwer Abstraktion zu machen und zu sagen, okay, das, was du gesehen hast, ist einfach ein Teil von der Realität. Und trotzdem müssen sich dann dadurch beeinflussen. Sie wird manchmal, dass sie gut gelaunt sind durch das, was sie gesehen, oder dass die Männer gut gelaunt sind, dass sie vielleicht deprimiert gehen durch das, was sie gesehen. Das größte Risiko, das wir am ZTV gesehen haben, ist, dass gerade Jungjugendliche ganz oft noch nicht das Wissen haben, dass eben, wie die Videos produziert gehen, dass es eben nicht der Realität entspricht, dass es immer eine Momentaufnahme ist und das alles für bare Münze, was du gesehen hast. Dass das eben, was du gesagt kriegen, so ist es. Aber wenn ich das dort mache und das dort vivieren, da kann ich genau dieselbe Lifestyle haben, wie die Person, die mir das dort gerade weist. Und das ist einfach das ist schwierig, weil eben viele Influencer, Lifestyle-Influencer sich genau auf die Jungjugendlich konzentrieren, weil sie wissen, die kriegen nicht. Ja, die Weltbilder, die gewesen sind, die sind auch immens stark und die wirken eben durch die starke Ästhetisierung so direkt und psychisch auch dann immer beeinflusst. Ich meine, es gibt ja den Drang, dann immer weiter zu gucken, den Drang nur dem Bild, weil so einfacher schenkt, wenn alles gerade ein bisschen zerbröselt daheim oder wenn überall Krieg ist und überall ist schwierig rundherum. Und da kommen wir auf den Punkt, weil eigentlich hat keine Verpflichtung, sich einen Influencer anzugucken. Kann ja einfach etwas anderes gucken oder nicht. Und aber also so schwierig, dann aber um Last zu kommen. Und die Ideologien sind also ein großer Begriff, den aber hier immens wichtig ist, schaffen nicht just Demos zu den schwarzen Zeiten in Deutschland, aber eben auch an so Momenten. Eine Ideologie als eigentlich dann, wenn eine Idee als die eng worisch verkauft wird. Am worisch in diesem Fall das den Lifestyle für Kollegen zu kriegen, das den Lifestyle für bekannt zu gehen, für Geld zu kriegen. Das heißt, das ist eine Geschichte, die durch so ein Narrativ verkauft wird. Du hast gesagt, mit den Tradwives, wo über den traditionellen, schöne heile Welt, reaktionären Narrativ verkauft wird. Aber egal. Egal wie abstrakt das ist, es geht als eine Geschichte, die Komplexität von dem Ganzen zwar ausklammert, mir eine Geschichte als viel mehr einfach zu verkürzen und sich damit zu verbannen, weil eben ganz viel verschiedene schwierige Kontinuen, die auch noch auf der Welt gehen. Das heißt, die Ideologie, egal auf welcher Sprache seht, mit unserer Wohlrecht können wir Kontrolle erhalten, indem wir eben nicht negativ beeinflusst gehen. Wir können rationalisieren als Bild, als das, was alles für alle eine Erklärung bietet. Und die anderen einfach Unrecht. Wir können durch ein Bild, durch eine Idee
ein Feindbild auch kreieren, weil die anderen diese Stücke entwickeln, die einfach unrecht. Das ist du hast genannt eine komplette Abstraktion für eben die Angst zu verlieren von der Komplexität, die du außen herrscht. Und das ist da ganz nur an diesem Titel also Ental oder Illusion. Der Begriff von der Illusion kaschiert nämlich, dass es just etwas Imaginäres ist. Und die Illusion kaschiert das gewollt. Eine Fiktion, du weißt, was eine Fiktion aus Harry Potter geht, nicht, das ist klar. Eine Illusion schafft ein bisschen mehr innerschwellig. Du kriegst nicht direkt mit, dass das etwas Fingiertes ist. Ein Dogma ist zum Beispiel eine Illusion. Das heißt, Ideologie, Illusion, Dogma ist schon ziemlich nur beieinander. Das Problem, den dann entsteht, wenn es eben durch so eine schöne Lifestyle-Geschichte und als rundbrüch geht, als das propagandistisch ist. Und auch ein großer Begriff, den ich noch mal kurz erklären darf, mal von den nämlichen Schwarzen, Propaganda aus sich auch nichts Negatives. Es geht just dann unmoralisch, wenn eine Geschichte bewusst übermittelt wird, das gewusst, dass sie falsch ist. Aber ich brauche die Geschichte, wir können innerschwellig eine Zustandsveränderung an meinem Gegenüber zu erregen. Also eine Manipulation, die dann aber unmoralisch ist, weil sie dubiös komisch Zwecke oder weil sie aber auch am großen Ganzen eine benadeligende Wirkung auf eine Gruppe von Leuten können tun. Ohne dass die es merken. Das ist ein Unterschied. Sie merken es dann nicht, wenn man Propagandamessagen übermittelt kriegen. Dem Zentrum, den Respektpunkt der Luhut am Anfang für allem dummer zu dienen. Der probiert zu helfen, zu sensibilisieren, was Ideologien sind, aber sie können verstopft sein. Wie möchte ich das? Das ist ja immens schwer, weil das ja an so viele mögliche Formen dabei enthalten. Wie geht die dafür? Ich denke, dass sie auch heinz nicht verstoppt sind und dass die Leute bewusst ist, dass sie nicht verstoppt sind. Wenn wir dafür gehen, ich denke, dass Sensibilisierung da immens wichtig ist, auch Phänomen von der Polarisierung, die du ganz viel mitspielt, du hast wieder vom Feindbild geschwärzt, wenn ich den anderen als Feind gesehen, an den ganzen Narrativen dann noch so Store mal drehen, das ist etwas, wo wir uns immens viel also nie setzen. Und dann natürlich auch, ob die individuell, wenn wir mit den Klienten schaffen, ob die individuellen Bedürfnisse angehen, die du nicht vielleicht inhaltlich mit der Ideologie oder mit den Narrativen zu dienen haben. Ich meine, wir mussten ein bisschen konkret machen, weil Schule ein bisschen abstrakt auf Menge wieder rundherum gehalten. Was sind dann Ideologien oder Extremideen, Radikalideen, die zu radikalen Handlungen können führen? Was beginnen die da so? Am Viergespräch hast du mal ein paar Sachen, an dem ich mega interessant fand, weil ich da gar nicht so im Schirm hat. Vielleicht kannst du da darüber erzählen, was da so, ja, beginnt. Also der Homophobie, also das ist, was Ideologie betrifft, der Humor rechtsextrem, Verschwörungstheorien, auch ganz viel mit antisemitischen Truppen, religiös, ob das christlich, nationalistisch, christlich, fundamentalistisch aus, islamistisch, salafistisch, Sekten, aber auch immer mehr, also Fragmentierungen von Ideologien, denken aneinander mixed, unclear und unstable, das sind dann entweder wurde nicht klar aus, ob es überhaupt eine Ideologie gibt, ob es eine Vermischung von Ideologien gibt, weil die noch immer mehr gesagt, dass es nicht ein ganz klar Bild gibt, mir jetzt in das wirkliche Melange von verschiedenen Ideologien oder auch subkulturellen Elementen. Das, voilà, also ich meine, Hund hab's vergessen, Karin. Und wie sieht das aus? So, ich sehe den User, den Affergött von einem ideologisch gefärbten Narrativ, und ich merke das nicht mehr, ich warne mich aber da drunter. Was geschieht dann? Wie wirst wir probieren, Sachen ein bisschen mehr zu illustrieren? Komm, wir bleiben beim Rechtsradikalismus, weil das ist ein großes Problem. Und ich fahre in dem so zu Opfer. Wie sieht das aus? Wenn ich, vielleicht kannst du kurz erklären, was möchtest du ein Influencer? Was möchtest du eine Ideologie online? Auf wie kriegen sie hier User, dass sie auch wirklich Vertrauen holen? Und dann, wie verändert sich das Leben da von dem User? Also ich meine, das ist auch wichtig, darauf hinzuweisen, dass es nicht lineare Prozesse sind, es gibt keine Trajektoire. Wie viel vielleicht können Sie illustrieren, was bei den Rechtsextremen extrem gut funktioniert, ist die ganze Transgressivität und die Ironie, die auch inhärent ist, gebe ich mal so, für ein Gen Z, der auf den sozialen Medien in NRW ist. Das funktioniert ganz viel durch Memes beispielsweise, dann ist Hemmungsschwall. Komm mal ein bisschen los. Was das, also, komm mal probieren, das geht um eine Transgression. Ja. Was denkst du da? Eine Transgression in dem Sinn, dass es
vielleicht schwarzen Humor als also Ironie auch als wie man die kommuniziert auf die sozialen Medien wie gesagt du kommen auch Memes lo an den Kopf die spielen auch ganz viel mit Humor schon die Erklärung ganz gerne dass ein Meme am Anfang wie das die nicht fertig aus der Tisch für Meme zu verstehen brauche ich gewissen Background Knowledge so das kreiert schon allein dass ich danke dass ich stehe von einer imaginärer Kommunität sehen da drin dass ich mich dann zu einer Gruppe dass ich zu einer In-Gruppe gehören und dass den Humor den am Anfang die Hemmungsschwall von der Gewalt auch von einer gewalttätiger Ideologie auch einfach viel niederschwellig mischt. Weil ich kann ja da so ein Gag gemacht, aber anstatt einkehr gesehen von statt vielleicht ein bisschen perturbieren, weil da zängt der vielleicht nicht mehr. Okay, die Transgression meint eine Grenzüberschreitung am Humor, am Kontinu, der gedeelt wird. Aber dem hier oft Grenzen überschreitet, weil keine Grenzüberschreitung hinaus, weil dann das Grenz schon verrickelt. Das heißt, so los, wie du siehst, mir können ich dann nicht mehr, ich mich mal problematisch im Kontinu beschäftigen und ich gewinne mich drin. Und dann, wie geht es weiter, dass irgendwann weg zur Radikalisierung da könnt im Moment? Also ich denke, dass ihr da schon an einem Radikalisierungsprozess ist, wenn ihr dann auch anfängt, aktiv die Memes zu kreieren und zu propagieren, da das ja aber auch kulturelles Material, was ihr für eine Gruppierung dann dealt, also wo ihr dann noch aktiv ist, dann kennt ihr, also das ist ja alles ganz, da kennt ihr beispielsweise dazu kommen, dass ihr sich da verschiedene Foren trifft. Am Anfang gab es ja vielleicht 8chan, Reddit und die ganzen Chanbots, die auch durch die Memes und durch die ganze Transgressivität aber ganz prägniert sind. Aber vielleicht ging es dann irgendwann auf einen Telegram-Chat rüber oder mein Influencer wird deplattformiert, das heißt, dass YouTube sieht, wir wollen den nicht mehr, X sieht, wir wollen den nicht mehr, Facebook sieht, wir wollen den nicht mehr. Da geht noch eine andere Plattform rüber. Meistens ist es nicht so, dass die Leute verschwonnen. Das ist ein gesellschaftliches Problem, kein technologisches. Das heißt, da gehen die ganz Alt-Tag-Plattformen, wo sich die Leute rumfannen. Und da sind sie dann auch noch ausgesetzt zu mehr extreme Contenu. Okay, das heißt, dass nicht nur ein Hype eine Person damit fängt und dann so einen ganzen Kontext zu kreieren von Personen, die eben da verschiedene Plattformen bedingen, verschiedene Chaträume bedingen und so eigentlich das, was weitergehen als Geschichte, immer im schönen Netz sind, dass der Baum von der Geschichte kann mir groß gehen. Lassi, du hast mir am Vorgespräch einen mega schwierigen Fall erzählt von einem Influencer, den dann obwohl von einem Kontrahenten sein Haus online gewesen hat, wo zu ziemlichen Ausschreitungen kommt. Kannst du vielleicht das Beispiel nennen? Ja, das uns schon noch drüber gelesen und bisschen die Sache gesehen, dass ich kenne die Influencerin an dem Sinne nicht mehr. Das ist eigentlich anscheinend von den größten Influencerinnen, die auf YouTube ist, mit über 33 Millionen Followers. Das heißt wirklich eine riesige Audience. Und das hat ein bisschen Streit mit einem anderen Influencer gekriegt. Und du hast das bei dir für ein Haus dir geführt, wird Foto von seinem Haus gemäht und die auf sein Konto gepostet. Das heißt, über 33 Millionen Leute wussten, wo den Herr wohnt. Das ist ein bestuhlter Mann mit Kanner. Die konnten dann natürlich instant direkt Morddrohungen, hier und da, oh, wir kommen lernen, oh, pass auf, hier und da. Das heißt, das sind Leute, eine ganze Familie, die am Ende sie verlieren. Ich plündere Leute so gar nicht das hin, weil es in der muss viele Leute, und plus in Amerika, das heißt, in einem Land, wo die Sicherheit noch ein bisschen anders ist als wie hier, da kann man einfach den Opa mit einer Waffe kommen, wo man hier nicht unbedingt davon ausgehen. Und der Mann muss nur plündern mit seiner Familie, weil den einfach durch das Exposieren von seinem Daheim, von seiner Adresse, schlussendlich nicht mehr sicher ist, wo er wohnt. Das ist so eine Fanbase kreiert gehen, die der muss loyal ist, dass sie am Anfang durch den Hinweis von ihrem charismatischen Guru, dem Moment, so nennt man das ganz plakativ so, schon etwas Durchgang für eine Aktion loszulesen, die extrem problematisch ist, die dann auch nicht unbedingt Hannah Frot gehen ist oder eben sich so als so abgebauscht wird und dann auch wirklich an die Realität übergegangen ist. Da können wir fragen uns dann auch vielleicht, wie kann dann dazu kommen, das ist so, aber bei einem gesunden Menschenverstand nicht zu erklären. Wir gehen aber Momente am Leben, wo ich mich vulnerabel ist, für sich einer Gruppe unzuschließen, für sich in einer Geschichte verbunden zu spüren. Vielleicht kannst du auch an der Brill als Psychotherapeutin darüber schwarze wenig aussehen, da besonders auffällig für so Weltbilder, so Geschichten.
gehen ganz verschiedene Momente am Leben. Ein von den ersten, die könnte das an der Pubertät. Wir orientieren als ganz Kantheit über und als Beziehungspersonen, als Hauptbeziehungspersonen, weil dann im meisten Fall die Ältere sind. Wir gehen nur mit gucken, was sie machen, das, was sie machen, ist richtig und sie sagen, das auch, was falsch ist. Bis irgendwann der Punkt kommt, an der Pubertät, wo wir uns vorstellen, als das, was meine Mama, mein Papa machen, als das noch richtig, sind ich noch da verstanden. Und dann irgendwann kommt der Punkt, wo ihr seht, nee, eigentlich sie nicht mehr verstanden mit dem, was sie sagen. Oder ich gesehen Sachen ein bisschen anders. Und dann denke kann ich mich mit den zwei Personen, die mich mein ganz Leben lang begleiten und an die mal Orientierung gehen haben, an Guidance gehen haben, aber denke kann ich die nicht mehr nur gehen. Und das ist nicht mehr andere Leute. Und das ist, an den meisten Fällen ist das dann ein Peer Group, das sind meistens gleichaltrige Leute, die ich probieren, da nur zu gehen, ich probiere herauszufinden, was machen die, wie gesehen die da, und ich gebe mich gerne zu dem Gruppe zugehörig fühlen. Das ist aber so, dass das war noch immer so. Heute haben wir eben das Phänomen, dass man ein Telefon hat, mit Social Media, und ich kann mich noch mit viel mehr Leuten identifizieren. Ich kann noch viel mehr gucken, was eigentlich lässt. Nicht nur mit den Leuten aus meiner Nachbarschaft, nicht nur mit Leuten aus meiner Schule, mit Leuten aus den europäischen Ländern, aus anderen Ländern, von anderen Kontinenten. Und ich kann wirklich auf sich gehen, nur denen, wo ich Gefühle und ich gehe am besten hinpassen. Und das ist einfach am Jugendalter, also ich gehe so, also einfach mehr, ob das ist, die Identität, das ist die Vision, was hätte ich gerne, was will ich von mir, wenn das ein Prozess, den dauert ein ganz Jahren, es ist die bis etwas von wird. Das ist so ein Moment eben am Jugendalter. Und ich denke mal dann, du noch, andere Momente, dass es immer war, nicht zu Krisen am Leben können. Von der Bank her mein Weltbild aufhängt zu bröckeln. Sie wird, weil ich an einer Trennung sind, sie wird, weil mir irgendetwas geschieht ist, sie wird, weil ich irgendetwas Modell lief, was ganz schlimm ist. Wo Bank meine Welt sieht, das Bild, was ich bis so hart von der Welt, das stimmt der Bank ja nicht. Und das ist natürlich nur Antworten. Und dann sind ich natürlich auch mehr ein Risiko, oder sind mehr eben denke mehr, ob der sich nur Antworten an ich orientiere mich, und dem werde ich dann eben rundherum gesehen, an dem Weg auf Social Media. Aber ich muss immer gefragt, brauchen wir überhaupt Influencer? Und dann ja, wir können nicht darum, Leute rundherum, also wir kommen nicht, Moment, ich habe den falsch gefangen. Wir brauchen immer Leute, mit denen wir uns orientieren können. Wir kommen nicht rundherum. So sind wir kein Pilier an dem großen ganzen sozialen Gefühl, schon mal dran sehen. So ist alles schwierig, wenn wir nicht irgendwie einen Kader haben, wo wir uns auch daheim spüren können. Wenn Selbstwertgefühl eben idealerweise die Existenzialistik so mit gute frei und wir entwickeln uns zu dem, den wir wollen sehen, das geht nicht so einfach. Wir brauchen Orientierungspunkte, als Gehirn funktioniert auch so, dass man ja immer den Kontakt zwischen. Das heißt, wir schaffen eigentlich das Selbstwertgefühl reicht durch eine Spiegelung auch mit anderen. Das ist ganz normal. Das ist auch am Anfang biologisch. Wir sind Sozialwesen. Ja. Wir sind Sozialwesen, wir brauchen andere Leute. Und neben an der Schule waren dann meine Kollegen an der Schule, oder wo man nicht so viel Content hatte, den uns ständig begleitet. Und nun war das ja auch viel mehr gemächlich, war ein bisschen mehr slow NRW. Und nun gehen wir eigentlich überrannt von Leuten, die wollen als Orientierungspersonen sein, die wollen, dass wir mit ihnen in Kontakt treten, dass sie das Gefühl, das innerliche Gefühl von Orientierungsnot und von Identifikation perfekt bedingen. Problematisch geht es hier dann, wenn man, wie ich später angeschaut habe, Mittel zum Zweck gehen für eben eine Marketingkampagne oder so. Das muss ja dann aber wirklich quasi eine Violation vom Sujetsänger sich sein, nur Orientierung und nur Verbundenheit. Wie sagst du das? Kannst du denken, was nämlich formulieren? Wenn ein Influencer, ist schon ein Hang zu komplexe Sätze, pardon. Wenn ein Influencer nicht mit den aus, den einfach mal eine Gruppe durchstellt, wo ich mich kann identifizieren und let's have a good time, man kann mal entwickeln alles, aber wenn du Marketing-Zweck hast, dann richtig. Und ich als User es nicht gesehen oder nicht gesehen will, und das konfligiert ja, also kontrastiert sich ja komplett mit meinem Drang, nur einem Zusammenleben mit einer anderen Gruppe. Das muss ja ganz schlimm sein eigentlich. Da war ein Schmecken, ich Golf eigentlich benutzt für einen Marketing-Zweck oder für eine Ideologie. Absolut. Das ist dann auch ein Bruch mit meinem Weltbild. Also wenn ich eine Person immer noch gegangen sind, die super fand, die Influencer von Haut, die mich mit denen wir identifizieren, mit denen wir mich einfach identifizieren, das sind davon, denen wir Gefühle haben, die sie wie ich.
Individuen ist, die sind eigentlich die ganz normal bürgerliche Leute, die aber mir cool Lifestyle haben wie ich. Und die ein flott Leben haben, ich gucke ein bisschen, was die machen, dann kann ich mich an meinem Leben orientieren, ich kann mein Leben verbessern, wenn ich so die Sachen nur machen. Aber wenn ich dann aber Banker eventuell nur den ihnen jahrelang nur gegangen sind, aber Banker mitkriegen, ich habe manipuliert, dann da finde ich mich als ich mir verloren. Da sind ich immer an einer gewissen Identitätskrise und ich freue mich, wie konnte das mal geschehen? Vielleicht reagieren ich mit Roserei, mit Traurigkeit und dann irgendwann gehe ich immer auf sich, weil wir als Menschen einfach so sind. Und was perfid aus eben aus einer Influencer-Geschichte, die Intimität, die so simuliert wird, dass sie ständig verfügbar sind, dass sie ständig eben dabei sind. Wie geht das eigentlich dann durchgestaltet als Influencer? Wie machen es, wie kreieren es, wie simulieren es? Und der Simulant weiß immer per Definition, dass er simuliert. Wie simulieren es die Nähe? Wie gehst du dazu so? Wenn du dich mit den Influencer beschäftigst, die du mittlerweile kennengelernt hast, also online? Also ich muss auch so online mit denen, wo ich mich beschäftige, das ist einfach so mein kleinen all offen fallen ich an so klein lach an ich lesen hier Steps an das eine Stunde lang am Gang ab sie war den Person nur zu sicher wo ich vielleicht dann negativ betrüchte wie unbedingt positiv weil ich halt einfach spannend fanden wat für deren der ganzen Influencertum eigentlich opmischt zu natürlich sowohl positive mehr auch negative Sachen und ich denke das vielleicht einfach der ganzen Expertisepunkt den möchte wann du dieser gewissen ugesehen hast da sind Leute Stoffis als den Expert egal wie wenig Ahnung da sehen hört tut bei mir zum Beispiel gefangen schon den Scheine gefangen richtig Lützeburg studiert und der ist schon zwar Kurgin schon selber durch mich selber geleiert mehr ich war du nicht ausgebildete Lützeburg Prof schon den Channel am Covid gemäht weil ich bisschen die Leute wollte helfen und du noch einmal hatte ich so viel Subscribers dass ich gedacht oh nee du warst so inkompetent und du hast mal Expertise Gesicht du siehst mich auf du nie ausschreiben gegangen und schon den Master am Lützeburgische gemäht der Tisch ist okay wenn ihr schon nämlich wissen als Experte seid schon eine gewisse Expertise mir schade aber auch ganz am Anfang zum Beispiel eine Madame die mir eine E-Mail geschrieben hat ich bin schwer psychisch an körperlich handicapiert kann ich will gerne dass das Lützeburg schleiert ich will gerne dass dir das macht was für Qualifikationen Hundestoffie ich wirklich so ein E-Mail der Madame Trecker geschrieben weil ich war auffeiert was für Vertrauen Leute an den Hund so ein bisschen Subscribers im Internet hört das ein großes Vertrauen du einfach der Fakt oh so viele Leute sind du subscribed da musst du schon etwas heschen was mehr Leute du sind weil den automatisch mehr davon ausgeht dass das eine gute Person an die Nähe als dann eben noch einfach den Leute moi in engem Video reagiert den op Kommentare Britney Spears antwort nicht unbedingt wenn du siehst der Video war flott so merci das auch dann noch und da gibt die ganz anderen Plattformen ich kriege E-Mailen ich kriege auf Instagram Messagen ich kriege auf Facebook Messagen ob mein Privatprofiler ich kriege heinz du Ugeruf ich weiß nicht gut Leute das auch ein bisschen Lützeburgisches Phänomen weil Land klein ist es geht immens sehr dass Leute in ein bisschen kollegial behandeln oder einfach der muss einen Expert den immer muss erreichbar sehen dass ich zum Beispiel wirklich scheinst du einfach 3 Wochen lang ich gucke keine Messagen ich sprach Ruhe wissen weil und das war einem wirklich kleinen Channel das heißt wenn du Millionen Leute sie formen sich Communities innerte Subscribers Daylight Teilen dann zu zoomen und das kann wirklich groß gehen naja und noch die Videoen die du musst irgendwie noch an länger Stufe ne, das schafft ja auch schon eine gewisse Nähe oder wie schreibt den Träg oder den sich so Predigtverschenke so am Video wie geht dir stand und das sind die Sachen die früher die du von früher nicht gemacht haben dem Kurt Cobain wäre egal wie das gegangen ist nicht zum Beispiel mehr dann also so okay, ich mache einfach nicht mal wirklich nicht egal wie weil ich eben Leute will unzählen und eben an einem Moment wo meine Identität sich geht wo immens vulnerabel ist ich muss aber mit dem Wort Identität auch so mehr, also nee gesagt Identität ist ja eigentlich dann kreiert sich dann von ich mich frohen wie sind ich nicht wie ein Wärter kann ich vertreten wie erzählen ich meine Geschichte weil wenn ich über meine Identität erzähle ich ja auch eigentlich meine Geschichte weil wie ich geboren gesehen wo ich abgewusst sie weil ich gerne hun das heißt ich probiere Menge an Geschichte kohärent zu erzählen dass für mich sind möchte und aber auch für den wo ich mit dem schwarzen Haut also das große Problem dass man an einer Welt sie wo mehr Geschichte gehen wie ihr hat eure nicht sitzen hey okay wo mehr Geschichte gehen wie ihr hat kann verkursen das heißt ständig prallen Orientierungspfeiler ob in die schon Werte Leute die mal erzählen ständig schon ich eigentlich ein mega Chaos mich rundherum wo ich mich da soll und irgendwas identifizieren geht Haut über hart noch an so einer Welt
eng reibungslos Identifikation. Ich genug geguckt, okay. Ich denke mal, dass etwas schwer an het Museen muss in Heinz vielleicht ein bisschen Scheuklappen und das Migräne tatsächlich, wie du siehst, einfach unwahrscheinlich viel Informationen. Sie wird durch allerlei, die wird hier Lifestylen, mich schnell lang Nachrichten. Guckt die Nachrichten, sonst waren sie immer um Punkt der Dauer. Dann wussten sie, okay, das tut noch so ein bisschen ob ungefähr in der Welt geschieht, dann habt ihr schwer so ein bisschen an den Nobelschländer geschieht. Haut kommen Nachrichten alle 10 Minuten, wenn ich kann Push-Notifications auf meinem Handy aktivieren und ich kriege zu allem Moment vom Tag kann ich gesagt kriegen, was irgendwo auf der Welt geschieht ist. Und da trappt mich natürlich dann immer aus meinem normalen Leben raus. Ich muss denke, gucken, okay, wie kann ich die guten Informationen abhacken an der, weil du gerade an meiner Welt, an meinem Leben gerade geschieht. Und das ist unwahrscheinlich kompliziert. Aber wenn ihr hier durch die ganze Zeit online aus oder wie einfach viele Leute, die wirklich immer Stunden nach Stunden online sind, dann da fehlt ihnen so Bank irgendwann verloren. Sie viele Leute, die irgendwann einen Detox allein, also einen Digital Detox, und irgendwann so ein Haie oder Leslie, wie du eben noch musst, du siehst, 3 Wochen machen. Ich kann das alles nicht mehr hören. Für das einfach zu rufen und für das ihre Mecke so ein bisschen zu dem Punkt könnt, also okay, das sind ich mit Menge Meinungen an Mengen Ideen und ohne den ganzen Input für permanent rundherum zu kriegen. Das wird ein Ideal. Mir das heißt, dann hätte ich länger gewünscht, einen Aufbruch, den gewünscht, das Scrollen, Like, Posten. Eben auch Modkräe wat gepost geht und irgendwann ist so viel, dass vielleicht auch mir einfach ist, einfach eine Geschichte unzuhören, wo ich mengen das entspricht dem, was ich gerne hat am besten. Hin ist reich, nicht den Auto, so viele Fragen und ich kann Schuld hat auch. Das ist die Geschichte, die ich dann aus der Not unholen, dass ich mich nicht mehr an all dem du Bausen zurecht fand. Und das ist dann etwas, was der Soziolog Berger Luckmann nennt, das kognitiv Kontamination, dass ich mit so viel Wahrnehmungsangebote überflut gehen, dass ich mal einzig, was mich prägt. Einfach für mal die Arbeit auch aufzuholen, ständig zu hören, froh, was da Sinn möchte als Prägung. Und dann, wenn dann dort so nach die Intimität dabei könnte, eben gezielt geschafft gehen, dann haben wir eigentlich Personen an ihrem vulnerabelsten Moment erwischt. Aber dann wird eben extrem problematisch für da rauszukommen. Wenn da Leute bei euch kommen, die nicht mehr so richtig da rauskommen, empfiehlt ihr dann einen Detox? Wie geht das dann? Wir gucken an sich, denke das Leute realisieren, also meistens sind sie sich auch schon bewusst mit das einfach zu realisieren, da geht man nicht immer gut fertig gesehen. Da ist schon mal viel am Anfang, da geht man gut oder da gehen ich scrollen und dann irgendwann merken ich, okay, du hast unwahrscheinlich viel Zeit verloren oder schon unwahrscheinlich viel Input an, schlussendlich geht man dann aber Männer gut wie viel drin und dann nehme ich mein Handy auf Zeit und dann kommen alle gut in die Gedanken, ich werde all das, was ich gesehen habe, auf mich aufzulenken. Gehen ich halt immer auf mein Handy und ich fange immer mal zu scrollen. Das ist ein bisschen ein Teufelskreis, das Ganze. Und darüber einfach ein Bewusstsein zu kriegen, für zu sagen, okay, das ist, wenn ich ein Handy auch mal gebe, pro Stunde oder pro Tag gebe, waschlehen, dann käme mein Kopf auch an all guten Ideen, Reflexionen, kämen auch mal in von einer Menge zur Ruhe. Das ist so ein echt Arbeit, die wir machen, einfach mal so Bewusstsein schaffen. Und dann zweitens, du hast auch viel von Algorithmen geschwärzt, das war nicht an einem Sujet, wenn ich gucken, sie auf TikTok, auf Insta, auf Pinterest, auf irgendetwas, wenn ich da etwas gucken, an etwas liken, etwas Video ganz durchgucken, den Algorithmus checkt das, den enregistriert das und er weist mir mehr Sachen, die sich mit dem dritten Sujet befassen. Und dabei kriege ich nicht mehr nach so Sachen gewesen. Das heißt, wenn ich mich über irgendeinen Krieg zum Beispiel mehr informieren und schon ein Video ganz geguckt und dabei kriege ich mehr Sachen gepostet. Und Leslie, du hast doch gesagt, dass du Sachen siehst und dabei kriegst du nicht mehr nach so Sachen. Und dabei kriege ich viel, es gibt nicht mehr nach dem dritten Sujet und es gibt nichts anderes mehr gesehen. Und das ist dann auch schon, wir gehen dann manipuliert durch den Algorithmus. Manipulation ist interessant an dem Sinn, weil wie soll ich das gescheit überlegen? Manipulation hat nämlich nicht nur lo gefangen, aber die geht schon ganz lang. Und die Aufklärungsbewegung, so sollte mal ihr größte Kritiker, den Adorno und den Horkheimer, haben eigentlich durch das Übermitteln von den großen Ideen, die sie gern hatte, von dem rationalen und dem kritischen Mensch, gegen den geschafft. Irgendwann kommen wir mal so an einen Kult oder eine Industrie ran von
von technologisierten Inhalter, dat der Mönch sich über Rand gespottet davon, auch von der Idee alles kalkulieren zu müssen, alles beherrschen zu müssen, dat irgendwann so sie eng rätselhaft Beredschaft von so einer technologisierter Masse entstanden ist, sich engem innerschwelligen Despotismus, also enger Manipulation zu unterwerfen. Weil wir wissen eigentlich, dass das, was du gewiesen wird, normalerweise, also dass ich noch vielleicht klang oder so, wir wissen, dass das nicht die bare Münze ist. An aber schenken wir bereit zu sein, ganz viel von unserer Freiheit abzugehen, an dem wir Algorithmen speisen, an dem wir persönliche Daten, persönliche Daten übermitteln. Wie können wir uns das erklären? Das ist komplett irrational. Und am Anfang ist sie mehr, aber die Bescheid wissen. Und wie? Das ist ein Rätsel. Wir können einfach Antwort dafür. Wie wäre eine Ausschätzung dazu? Wie können das dazu? Trotzdem wissen. Also ich ging einfach nur mal Emotionen so. Weil so viel Vernunft, die wir als Menschen noch haben, wir sind alle gut noch Emotionstieren. Und was ich auf alle Fall mal in meinem Umfeld beobachte, dass das es geht auch immer man Fähigkeit man seine Emotionen wirklich umzugehen. Das ist, was ich finde, dass das zu allem Moment, egal wer das berechtigt und das valid und das muss für jeder rundherum berücksichtigt gehen, validiert gehen und Leute müssen wirklich schon aufpassen, mir dann nicht auf die Face zu trippeln. Aber was jeder so denkt, da können wir ja nicht zusammen funktionieren. Und das sind so Sachen, die ich meine, da wirst du vielleicht doch viel mehr zu denen auf der Arbeit, wo sich sehr Sachen radikalisieren, weil einfach jeder in der Meinung ist, alles, was ich denke, von empfange wirklich, egal wie irrational das, ich bin als Mensch valid, also als das valide, so wie das auf jeden Fall. Das ist nämlich auch eine Erbschaft von der Individualisierung an der Aufklärungsbewegung. Ich hatte es ja gesagt in meiner Introduktion, das Sujet ist wichtig, gehen Heber her von seinem Leben, wir sehen das heute noch immer an der Leistungsgesellschaft, du warst den, wenn du den Karte richtig gespielt hast oder vollgeschrieben hast, also die nicht gelehrt, dass ich wichtig sind. Den Ego cool, dass etwas war dann an unserer Gesellschaft nicht mehr wäsch zu denken als am Moment. Das heißt, ja, ich weiß nicht, wann ich mich also weise, wann ich mein Porridge schreibe, für mein Lieblingsbeispiel zu holen, dann habe ich das Gefühl, das ist wichtig, dass mir dabei nur guckt. Das gebe ich schon nicht so in Real erstellen. Heinz zufrieden ist. Wieso muss ich das so posten? Mal einfach, weil wir an der Bull dran sehen und denken, die Individualisierung ist das Allerwichtigste. Ich sehe das Allerwichtigste. An der Radikalisierung, wie, wenn man so wir haben so eine Community, wie ist ein Individuum dann da? Also aber auch, meinst du zentral für die Loyalität zu schaffen oder geht du wirklich mehr die Grundidee, die Hannen Roulette? Ich denke, das ist ganz aufhängig von der Radikalisierung. Also tatsächlich auch die Idee von der Gruppe. Da finde ich mich aber noch als beispielsweise weißen Mann berechtigt, dass ich schon mehr Recht auf Lande, schon mehr Recht auf andere Sachen, weil ich den Status habe. Also es ist dann auch trotzdem etwas ganz Individuelles. Scheinbar. Weil uns ist es ganz egal, was ein Individuum als Follower ist, weil hinaus ein Zoll. Aber wo Leute zu Zule gehen, du hast das Base nämlich so weit weg. Wir wissen dadurch, war geraschen wird, wohin er muss gefordert gehen, ne? Wie viele Leute an den Wagen passen. Und auch Kritik darüber ist, wenn du just ein Zoll bist als Follower. Da warst du eigentlich dem Influencer oder der Instanz, die Ideologie will verdelen, nicht wert, außer ein Zoll, die eben darum legitimiert, für mehr User zu kreieren. Und du auch heute, Herren Adorno und Hochkammer, war immens interessant. Sie haben dem schon geschrieben, der Einzelne wird gegenüber den ökonomischen Mächten vollends annulliert. Ob du eine Marketingfirma hast, die Hand steht, oder eine Ideologie, am Anfang ist den Einzelnen egal. Während der Einzelne vor dem Apparat verschwindet, den er bedient, Apparat kannst du also Handymengen in diesem Fall, wird er von diesem besser als sie versucht, weil das ständig Kontinuum, den ich mal kann einverleiben. Im ungerechten Zustand steigt die Ohnmacht und Lenkbarkeit der Masse mit der ihr zugeteilten Gütermenge. Also je mehr Overflow, desto schwerer geht es eigentlich für mich wirklich zu froh, mit was identifizieren ich mich. Und ich kriege ein Angebot, das ist so perfid. Ich kriege ein Angebot, mit dem ich mich identifizieren soll. Aber wenn ich das da mache, verliere ich mich ganz selber, weil ich mich an irgendetwas rapprojiziere, was ich aber nicht sehe. Es geht auch noch weiter. Nicht bloß mit der Entfremdung der Menschen von den beherrschten Objekten wird für die Herrschaft bezahlt, mit der Versachlichung des Geistes wurden die Beziehungen der Menschen selbst verhext, auch die jedes Einzelnen zu sich. Weil immer geht es mir auch schon nach Menge Likes, Menge Community zu finden,
berühmt, sie gehen bekannt, sie gehen um die Wellbeing zu spüren, den ich gelebt kriegen. Und du auch interessant war der Jugendbericht, du hast drin gegangen, war das Wohlbefinden bei den Jugendlichen? Und ich habe mich schon eigentlich gefragt, was mengen, was die Jugendlichen hier Wohlbefinden ist. Ist das, was sie gewisse kriegen? Der mega schöne Sonnenuntergang mit den Kollegen, mit dem Caipirinha, wie sich? Oder war das, wie kriegen wir das hin, dass man vielleicht Jugendliche oder Leute, die in einer Orientierungssicht sind, ein Angebot schaffen, die wirklich, wo man sie sich können identifizieren, weil sie es sind und sie auch Raum kriegen, für sich zu finden. Wie kommt man aus dem Knut, wo man draußen raus, wo man schon wirklich ein bisschen eine verhackte Beziehung haben durch das Medium Internet-Influencer? Am Anfang ist die Frage mehr schwer getan, wie sie eigentlich ist. Wie macht ihr es dann für einen Jugendlichen klar zu machen, den Andrew Tate für ihn zu nennen? Vielleicht kannst du kurz erklären, wie den Andrew Tate ist. Den Andrew Tate ist ein Influencer, den unter anderem in Rumänien, wenn es also nicht Menschenhandel, doch Menschenhandel verhaftet gehen, als angefangen heute eigentlich mit einer Karriere am Kampfsport mit seinem Bruder, war dann auch bei Big Brother an solch wie was problematisch ist, weil er doch relativ frauenfreundlich Propoen huet an och viele Jonken eng falsch Illusionen verkkeft vun engem wannst du och so bas wie ech en anderem och durch Kafen da Singe produzieren, dann kannst du auch große Bugatti hunn an 10 Frauen an dat namlich Stewe feieren bei hier wat du prozentual gesinn net kann opgo, weil naja mir dann dem Schüler darüber gesprochen. Andrew Tate, Hustle, schafft, da gehst du berühmt. Wie macht ihr es für den Leuten, wissen die Distanz zu schaffen von der Indoktrinierung, wo sie dran sind und so ein it's not about Andrew Tate, das geht darum, was du spielst, für dich, was dir resoniert. Das soll ich mal abklären über die ganzen Manipulationen, die du geschehen, dass eben alle Influencer will etwas rüberbringen und das eben immer nimmer ein kleines Facette vom Leben ist. Ja, eben auch vielleicht mal zu weisen, hey, weißt du eigentlich, wie lange es braucht, für so ein Video zu machen, auch wenn man etwas gesagt wird, zum Beispiel bei einem Influencer, die sieht, guck mal, was du ganz spontan gemacht hast oder hast du just gerade Lust drauf. Ganz seelen. Meistens sind du Stunden nach Stunden Präparation drangegangen, für genau die Doten ziehen können, abzuholen, mit genau dem doten Winkel. Das ist nicht so ein spontaner Moment, wie sie gemeint tun. Ja, einfach nur zu erklären, hey, du geschieht viel mehr an den Video und das entspricht schon nicht der Realität. Und dann auch irgendwann zu sagen, hey, probier, also ja, und da kommst du auch nicht auf den Digital Detox zurück, zu sagen, hey, das muss nicht ein Handy waschen, einfach vielleicht eine Social Media Pause zu machen und zu sagen, guck mal, welche Ideen dir kommen, welche Reflexionen da kommen, wenn du nicht permanenten Input kriegst. Weil das ist auch so ein Phänomen von Haut, das irgendwie langweilt, dürfen sich nicht mehr langweilen. Und wir können sagen, das ist das Problem von der Jugend, das kommt vor. Wir haben die Probleme alle gut. Also wie von einer Stunde nicht an der Kaktuskäse und hat auf sein Handy geguckt, weil nicht 4 Uhr gegangen ist, sondern schnell schon mein Handy raus und guckt nicht ein Kerpes, so am Platz und einfach vielleicht mal zu stehen und zu gucken, was rundherum geschieht. Und dem man zu sagen, okay, hey, kann man machen eine Pause, kann man los mit einem Gedanken schwirren und dann irgendwann kommen eben noch die ersten Gedanken. Ja, was sie vielleicht das sind dann vielleicht ganz schöne Gedanken, sind noch vielleicht Gedanken, die Angst machen, mit dass sie das Wichtigste ist, mit den Gedanken auseinanderzusetzen. Ja, weil du hast noch viel von Emotionen geschwärzt, das macht ganz schwer. Also im Moment mit Emotionen, wir gehören einfach so. Also wir müssen sie lernen, wir müssen durch verschiedene Emotionen lernen, um das zu lernen, auch von gerade nicht so schöner sind. Und das kann man nicht machen. Ich gemeint habe, den gesunden Umgang mit dem, was den empfindet. Wie gehst du mal da, das wäre ein Moment appropriiert? Ich meine, das ist das Problem, wie der Fall, dass die Emotionen da sind, das ist ja immer der Fall. Das ist einfach just, es kann nicht jeder für sich ausgehen und so, ich fühle mich so, also muss jeder sich mehr aufpassen, auch wenn das vielleicht einfach fehl am Platz ist. Das ist wie wenn eine Kanzel sich auf den Boden schmeißt, weil das keine Spielsache ist, dann muss man sagen, ein Empfinden, das ist nicht recht.
Ja, ich meine, wie aushalen können aus kein Touren von diesem Moment. Ne? Ich meine, das ist so ein Angst, oder da will man einfach kein Bild, kein Dosin oder kein Textmessage, kein kommen. Was wir dann? Mal anfangen wir das gar nicht schlimm, weil da wir nur einen Platz dafür etwas anstoßen zu lassen, etwas erschaffen zu können selber. Da wenn du aus ja an der Erziehungsarbeit eigentlich die langweilt oder die Reim schaffen, wo nicht aus dem so wichtig, dann muss sogar darauf hingewiesen gehen, dass die man kann, hat sich auch ablose von dem, was die Gewiese kriegt, an zu sich selber kommen und eben auch aus sich selber raus spielen, dann zum Beispiel als kann. Anders sind nicht permanent am Vergleich, also wenn man es immer mit anderen vergleichen, gerade auf Social Media, wenn ich gerne malen und schmulen gut, ich fand immerhin auf Social Media die besser malen kann. Wenn ich Sport machen, ist sie gut, mit das auf Social Media ist immer in den nach besser möchte. Mit dann irgendwann kommt der Punkt, dass ich mir denke, das ist absolut inkompetent, weil alles, was ich mache, irgendein anderer möchte besser. Und dann irgendwann zu so, mit das ist egal, du brauchst dich nicht zu vergleichen, wenn dir das Spaß möchte, wenn dir das Frieden möchte, wenn dir das gut geht, mit dann mach es. Ja, du musst dann als ich mal rauskommen. Aber wir sind irgendwann, wenn wir die ganze Zeit auf Social Media sind, da sind wir einfach an der Bull dran. Und du musst mal, hast du raus. So sind sie, musste wie als Gewiese geht, weil dann haben wir es gepackt. Das ist so das, was ja, deine Identität zerstört, wenn wir ganz ehrlich sind. Das ist mir ein paar Momente genannt, die ich kann anholen, für ein bisschen Distanz zu kriegen, das für dich nur Luft schaffen, für vom Kontinu wegzukommen, für nur weiter selber zu sein, aber auch Aufklärung über die Funktion von wie so Videos entstehen, für was sie entstehen. Und den Edward Bernays, der ein Buch geschrieben hat, Propaganda, ganz lesenswert und hin hat wirklich probiert, das also nähen zu holen und auch über die neuzeitliche Propaganda zu schwatzen, die mir auch alle Götten eben dauernd um die Ohren haben. Und hier sieht, früher oder später, du wirst die breite Öffentlichkeit die Methoden, mit der Meinungen gebildet gehen, durchschauen. Und je besser über die Methode Bescheid weiß, dann merkt den, was gezielt gesagt wird, für meine Wünsche und meine Besuche anzusteuern. Da kann man auch an den Reklamen einfach schon banal sehen. Oder eben an den Medien oder an den Massenmedien. Es gibt immer irgendwo eine Geschichte erzählt, für etwas zu erreichen. Aber wenn wir das nicht können, sind wir die vulnerabelsten Leute vis-à-vis von denen, die wissen, wie es geht. Das heißt, Aufklärungsarbeit, hast du dann etwas, was eigentlich von Assoziationen wie ERA, also, das, was der Alltag mal muss machen, weil du wahrscheinlich kein oder das will nicht unbedingt mit Freunde stumm setzen, wie das wirklich funktioniert. Ich will nicht wissen, wie mein Tag dekonstruiert wird. Wie halten ich das aus? Oder wann tut ihr ganz viel auch mit Leuten, die sich eben sagten, ähnlichen Gruppierungen dann ausschließen. Wie packt ihr das dafür, du im Moment einen Bruch zu kriegen für die Gesundheit? Guckt, es gehen Methoden angesagt, die gezielt darauf aussehen, für ihr zu einem Follower und zu so nichts zu machen. Ich meine, da ist doch ganz wichtig, dass das soziale Umfeld, was ihr noch hört, dass das gefasst sich aus, ob das du Kollegen sind, Eltern, Familie, für das, wenn ihr da von den Strukturen vorkommt, da sind dann etwas hört, was ihr kann halten. Und dann kann ihr anfangen, dass sie dekonstruieren, wie die da hier gehen, was die verschiedenen Manipulationsmethoden sind. Mir das wirklich wichtig, dass du ihn aus, wenn ihn zurückkommt, dass du ihn aus, den sich um mich kümmert. Man die geht ja an Schulen Sensibilisierungsarbeit machen. Wie sieht das aus? Hast du, oh, was machen die dann? Oder hast du vielen die Jungs sich aber da konzerniert dann? Und nee, vielleicht hast du aber etwas nicht so ganz koscher. Ich muss dazu leider sagen, dass als Sensibilisierungsarbeit an den Schulen bisschen, dass man die müssen reduzieren, wenn es Ressourcen. Wir schaffen aber trotzdem mit Junker, wenn es beispielsweise ein spezifischer Fall an einer Schule gibt, wenn da beispielsweise CEPAS anruft oder ein Enseignant anruft, da Bescheid sieht. Ich mache mal die Sorge mit einem Schüler oder einer Schülerin, die hat sich ein bisschen aufgekapselt, können da vielleicht mal komische Proposen. Da gehen wir tatsächlich meistens hin, wenn es in einem schulischen Kontext stattfindet, mit der ganzen Klasse, als Respektpunkt der LU und nicht als Centre contre la Radikalisation. Das schreckt Leute aber ein bisschen auf und du schwätzen wir dann in verschiedenen Themen. Das hängt auch ganz davon ab, um was es geht. Wir hatten an einer Klasse, wo es sexistisch ausgegangen ist. Da schwätzen wir über Sexismus, wir schwätzen über Respekt. Auch Menschenrechte sind da ganz wichtig, wenn es menschenverachtend aussehen könnt. Und andererseits bietet man natürlich dann auch ein Opfer und des CEPAS oder den Enseignant, dass man den dann daran betreuen, weil du schon ein Jahr mit dem Schüler oder mit der Schülerin geht, wie ihn da am besten dafür geht. Oder wir schaffen auch mal mit dem Schüler oder mit der Schülerin einzeln, da braucht man aber dann ein Konsentement von den Älteren.
Ja, aber wie hält den Jungen das dann un, wenn du Kinder seht, komm ich denken, über den Ideen noch. So bislo hat man da das so Menge Erfahrung, ich weiß nicht, ob Kolleginnen dazu delen, aber relativ positiv Erfahrungen. Ich kann mich nur nicht an einen erinnern, den sich da irgendwelche Sujet gefühlt. Und mir gehen also aber auch ganz viel mehr, du auch wirklich die Ideologie oder die Proposen, die nicht richtig waren oder die problematisch waren, von der Person selber zu trennen. Also das heißt, dass man nicht dahin gehen mit einer Haltung von wir akkusieren die Person, wir wirklich probieren zu verstehen und auch wirklich dann da reinkehren, wirklich die Trennung machen von der Ideologie an von der Person. Und da ganz auch gerne nur fragen, für was denkst du das dann, für was resoniert das doch mit dir, an wo hast du das hören? Ja. Und das ist mega interessant, weil den Diskurs, den da stattfindet, Diskurse rundherum laufen von den Wörtern, also genau der Unterschied zwischen dem, was propagandistisch ist. Propaganda infiltriert eine Message, aber wenn ihr an den Diskurs könnt, da geht ihr mehr open für die Wörter, die auch vorbeikommen, wo ihr da vielleicht kann, seine Meinungen prüfen, sich schon froh, was immens anstrengend ist. Kein von euch sehen sich nur ständig, ob da froh zu sein, weil das ja wirklich dann die Orientierung schwer möchte. Mit das am Anfang just das, weil das hilft, um zu dem zu kommen, mit dem wir können uns identifizieren, mit dem wir können resonieren, was Bedeutung und Sinn für uns darstellt. Und du, da brauchen wir einen gesunden Zweifel. Das war von uns. Ob klein, ob groß, wir müssen den Courage schon, wie den alle Kant gibt, so, den eigenen Verstand zu benutzen. Und nicht einfach zu leben, die sieht, wie wir zu leben haben. Aber ja, ständig auf der Hut sind, an welchen Ideen setzen wir vielleicht sogar über Menschen, dass wir Ideologien unholen und als so handfest für eine Person ansetzen oder eine Vorstellung ansetzen, dass man sogar über Leiche gehen. Und ich gebe so, wir machen mal kurz das Mikro ab an das Publikum. Wie sieht dir das? Hoe die Erfahrungen mit dem Thema, was kribbelt dir in der Haut, wenn er daran denkt, oder da vielleicht irgendwie eine Kritik, ein Feedback zu dem, was du gesagt hast, was sind eher andere zu dem Thema Ideologien, Influencer auf den sozialen Medien? Hast du den sich gerade berufen, seine Impressionen, seine andere zu teilen? Für auf die Echtputz anderen, also als Indexpersonen nennen wir tatsächlich immer Klient, Patient, das nicht das richtige Wort. Am Deutschen, also nee, am Französischen ist das Wort Klient eigentlich ein bisschen mehr problematisch, mit dass die Person mit der wir schaffen, also die Indexperson. Aber für was wir keinen Influencer selber aufhören, das ist eigentlich unter anderem für unseren Verein ein Froh von der Ressource, ganz klar. Mir gibt es aber, also persönlich gibt es da eine gute Idee von, also die Counter-Narratives auch können zu stärken. Es gibt ganz viel problematisch Influencer auf den sozialen Medien, die Sachen ganz simplistisch und ganz schwarz-weiß denkend erzählen, für was du nicht Leute stärken, die Alternative könnten zählen. Ich weiß aber dann auch nicht, ob das bei einer Audienz als authentisch kommen, wenn es meine wäre auch doch wichtig, dann an Forschung zu investieren, für zu gucken, was für Kampagnen, zumal auch was den Influencer betrifft, da am besten kommen, weil ich denke nicht, dass es eine Kampagne ist, die von 10 Akademiker, die an die Fair sind, an die Daten, alles Daten haben, dann sehr tun, die am besten rüberkommen. Ich meine, da müsst ihr schon um Terrain sehen. Weil dort die Identifikationspotenzial darum mehr fehlt. Die Nähe zum. Okay. Merci. Du hast das dein Wort? Nee, ganz klar. Also das war am Anfang gesehen doch mehr allgemein. Geschichte brauchen wir all. Das ist normal. Das ist psychologisch wichtig, weil man nicht eben an einem mega Wast alles verlieren. Und die hat aber auch mehr mit diplomatisch ausgeregt 40 plus, 50 plus Leute, die aber auch so mit radikalen Influencer zum Opfer fallen. Das ist nicht ein Jugendphänomen aus sich. Also die Indexpersonen, die man haben, die an die Alterskategorie fallen, die kommen meistens am Kader von unserem Programm Dialog statt Hass. Das sind Autoren von Hate Speech. Ob die durch Influencer kommen,
Die kommen mich von Facebook doch, also die Mikrobloggers sind effektiv auch Influencer. Ich meine, also muss ich noch den Unterschied machen von den Social Media Influencers und dann den Influencer, also ich meine, ja, also war der Jesus dann nicht auch ein Influencer? Er hat ja Folger. Mira, wie machen wir den Unterschied? Komm mal gucken da mal. Der Unterschied aus für jeden. Wenn man den Unterschied musst du machen. Okay, der Jesus ist ein Beispiel apart. War das der Unterschied zwischen einem Opinion Leader oder Meinungsführer an einem Online-Influencer? Ich denke, dass doch Monetisierung mitspielt, wenn ihr noch etwas anderes will, vielleicht vermarkten. Aber auch nicht nehmen, du widersprichst manchmal ein bisschen selber, weil besonders bei den extremistischen Influencer ganz oft durch Spende geht, durch Subscriptions oder auch bei so Superchats, wie YouTube das hört oder Livestreams, da kann ich auch Sue senden. Das heißt, ein Influencer wäre dann par rapport, ich meine, zwischen dem Influencer an dem Opinion Leader gibt es vielleicht nicht so eine große Differenz wie zwischen dem Promi, weil der Promi sind den bekannt aus, wie bekannt zu sind. Und da ist vielleicht ein Unterschied, den ich machen kann. Nicht zwischen dem Influencer und dem Opinion Leader, mit zwischen einem Promi und einem Influencer. Okay, und inwieweit influenzt der Promi dann anders wie ein Influencer? Weil der Promi sing Statur ist ja famous for being famous, also den ist bekannt. Das ist aber nicht, dass dem unbedingt vielleicht leben. Und da ist ja das von den Opinion Leaders, also das ist nicht den ich vielleicht sollicitere, für eine Meinung zu haben, für wen ich da wählen soll oder was ich kaufen soll beispielsweise. Am Anfang wäre ein mega interessanten Exerzice zu machen, zu gucken, wo sind dann die Meinungsführer, die ich eigentlich, also die ich eigentlich so am Leben dauernd immer schon drin, ohne vielleicht auch zu merken. Das wäre eigentlich mal ein guten Exerzice, die können wir vielleicht auch mal machen, weil ich wette, dass du ziemlich viel, weil du hast mich noch ein bisschen irgendwie erwischt, wie du alle Philosophen und Opinion Leader und du wirst wirklich recht. Und ich habe just nicht so gesehen, weil ich eben so den Habitus habe, Texte zu lesen und mich da vielleicht zu orientieren oder, obwohl ich schon froh und es ist wirklich auch in dem Moment. Und du hast vielleicht so, am Anfang, wie gesagt, wir brauchen immer Leute, die aus ihren Diskurs mitteilen, für eben noch an den Diskurs zu kommen. Und das per se ist ja nicht problematisch. Es ist problematisch, wenn den hörig geht, aber nicht einfacher konsumierbar geht. Und ich meine, dass die Hyperkonsumierbarkeit und die exponentiell Reichweite von den Influencern das aus, was eben gerade das kritisch Tonner Frauen schwierig mischt. Die Jungen die vielleicht mehr oft erwähnt, weil sie eben vielleicht nur mehr am sozialen Medium unterwegs sind oder sich an einem vulnerablen Moment empfangen, wo sie eben mehr getargetet, gezielt gehen. Aber andererseits, wenn ihr nur mal guckt, wie viele Leute, wie viel Zeit im Internet bei den RTL-Kommentaren verlieren, und wie viele Leute, ob die eine Meinung sprangen, ob die andere, du hast das Phänomen ja aber auch. Das heißt, wir haben überall irgendwie Meinungen, die immer mehr oder weniger leben, aber das ist am Anfang ganz etwas gar nicht Problematisches. Es ist schlimm, wenn wir sie nicht mehr reflektieren. Und das ist eben ultra anstrengend an den Mensch, also eben nicht den du mehr an Arbeit immer so gern freiwillig möchtest, aber das am Anfang als Pflicht, vis-à-vis von euch selber, aber vis-à-vis von unserer Gesellschaft, nicht die Spaltung, die eben durch die eine Geschichte, die absolut wahre ist, halt aber geschieht. Du hast noch eine Hand. Für mich also wenn ich ein Wertesystem fand, den sich eben, wo du so gut als schlecht, also schwer, richtig oder falsch schwer, ne? Wenn ich ein Wertesystem fand, den eigentlich auf meinem moralischen Kompass, den ist an meiner Welt aus sich verschiedene für einen moralischen Kompass, wo das authentisch passt, ne? Werte wie Gerechtigkeit oder also Homogerechtigkeit, dann ist es eigentlich auch meiner anstrengend, dauernd zu frohen, weil ich das verinnerlich tun, aus mir selber raus, weil ich gemerkt habe, das ist das, was bei mir ja, resoniert. Wie gibt ihr darauf Antworten? Wie schaffen wir es nicht, dauernd muss der Mann mit dem Hummer zu sehen, alles zu einer froh, was das dann in nachhaltigen Kompass, den ich mir kann gehen? Ich ging vielleicht mal so, und das auch einfach, wenn ihr sich bis oft genug alles an froh tut, da fängt ihr nun ein bisschen einen Art zu kriegen, dann erkennt ihr gewisse Sachen immer heim und weiß ich schon nur 5 Sekunden Video, da brauche ich schon gar nicht weiter zu gucken, das ist schon nicht der Wert. Ich meine, das zwar fern anstrengend, aber
Ich ging so und das selbst wann sich genug da beschäftigt und nicht einfach den einfache Weg wählt an sich seht du hast hier den Influencer den schenkt cool zu sehen den hörst du mal als nie gesagt ich gucke mal da tun und dann hunisch kritisch reflektiert weil hier da bist für mich wann den einfach das lang genug selber mischt da fällt denke mir auch immer ein bisschen mir einfach gewissen so Red Flags oder Sachen die immer abtauchen wann du fängt oh das Ultramanipulation dem ist das selber wie die 15 Jahre wo ich schon bald drüber gefallen sind dann mengen es doch einfach mal der Zeit ein bisschen mir einfach ich weiß nicht wie dir zwei das Logo sieht schon ein bisschen Hoffnung raus, dass der gewissen Darwinismus wird gehen, für Leute, die einfach manipulativen Inhalt posten, dass man merken, okay, das sind sowieso, denen können wir nicht leben nur enger Zeit, dass die dann einfach aussterben. Aussterben ging es nicht so, weil das hat leider das Internet und egal, was für ein absurd Meinungen in hat, jeder findet sich nicht, jeder findet genau das, was den hören will, und wie die Algorithmen noch schon beschwert geben. Wenn ich zum Beispiel Tradwives, ich will nicht mehr hören, Frauen haben sich gefälligste Monster erwerfen, und wie ich das letzte Merch, ein Reklamcode für Plovere, wo eine Frau ausprobiert, barefoot and pregnant in the kitchen, where I belong, für Frauen. Voilà, weißt du, dann fangen ich schon, natürlich kann ich noch drücken auf Facebook, show less of this content, für das ich einfach sehe, nee, ich will das wirklich nicht gesehen, geht erst mehr dazu proposieren, aber aussterben kriegen wir es nicht, weil einfach all nichts, ich kann den Safe Space kreieren, an dem sie nicht mehr nach Leid und Meinungen akzeptiert, die dem passen, was die wollen. Ich meine, du wennst du auch Haut auch so viel von Jugendlichen geschwart, nicht für Jugendbashing zu machen und zu so, die sind mega vulnerabel, mehr einfach, weil man du musst eine Präventionsarbeit machen, weil man du musst intervenieren für solo klingt etwas provokativ, mit für noch stabile Erwursen zu kreieren, für eben dem Phänomen bis aus dem Weg zu gehen, dass man es zu viel von RTL-Kommentaren ledelos sind. Für ihn einfach schon dabei zu bringen, kritisch zu denken, zu reflektieren, Heinz Dorenke zu sagen, okay, ich muss so gewisse Sachen einfach um eine lange Zeit nicht gucken. Und das einfach, das fängt, ich meine, sie kriegen, Kanner kriegen Haut zum Deal schon mal 7 Jahre ein Handy und kriegen du den ganz Internetwelt op und wissen nicht, was man mit den Informationen soll machen. Das ist doch besser, wenn wir hin können, ein gewisse Guidance gehen hin können so und gucken, du sind menschlich gefahren, für das du noch am Erwachsenenalter können besser da umgehen. Das schult immer Resilienz. Me muss man noch irgendwie bis mir handfest vielleicht auch viren. Am so, mir hatte gerne mehr Diskurs. Wir wollen nicht so ein Multidebatte stellen, was den du erzählt. Und das findet nicht statt. Wir merken dann, okay, das ist ein schwieriger Kontinent, den das nicht so, du kann man nicht leben, aber da kann man ja dekonstruieren den. Hast du wenn da Platz in der Gesellschaft? Du hast eine Wortmeldung, so, da geht egal. Ich freue mich, ob man nicht alle Guten noch muss ein bisschen mehr ehrlich mal sehen. Und eben so ein ja, kann er hun as immens schein an das wunderbar mir sind noch Momente wo du so Schuh gekrasch und ich wusste gut nicht mehr wie weiter gehen ist die Psychotherapeutin schon heinst du Konsultationen von du die ich online machen und dann erzählen mal verschiedene Leute ja an weil ihr das immer so schön abgeraumt dann da so an so eine Stelle mir wann ich mir Kamera gibt trainen da gibt dir eine ganz andere Realität gesehen da gibt er gesehen dass es schaut in keine Zeit hat für den Tisch aufzuraumen dass mein Waschstuhl steht und dass mein Katz gerade mein Tee umgeworfen wird ja und ich denke mal dass man du das ist wichtig ist dass man mir ehrlich sehen man nehmen dass man nicht schwatzen und dass man die Fake Realität dekonstruieren. Genau, weil bei den Influencern ist wirklich schon immer alles neat and clean, super abgeraumt und die noch immer Lust Fitness zu machen. Aber so ist es einfach nicht. Und darauf hin zu weisen, doch total okay aus, mal einfach Mensch zu sein und nicht nur in die dann ein Format passt, was den dann kann streamen. Und das fängt ich einfach durch eine Schönheit darum aus, weil sich dann dummer da vielleicht kann identifizieren und vielleicht sogar viel mehr nur, weil natürlich auch spürt. Merci für die Wortmeldung. Karin hat noch eine Wortmeldung. Ich wollte noch ein Kehr darauf reagieren, ob das kritisch denken. Das ist absolut zentral. Mir ist so immer, wenn mir die Kanner beibringen, kritisch zu denken, dann machen sie das. Und zwar Eis vis-à-vis. Und das als Eiserfahrung, als Mengeerfahrung, da tun wir als Erwursen nicht gern, da gibt mir vorgestellt, da tut auch kein Enseignant gern, da tut kein Schul gern, wenn die aufhängen, kritisch zu denken. Also das wird immer so gesagt, wird das so einfach an, das müssten sie da alle gut machen. Wir sind aber nicht bereit, wenn die Jungen kritisch denken, also vorstellen, aber wir sind noch nicht bereit, das mit hinten hinzusetzen, kritisch dann hier kontinuieren, wirklich zu gucken. Das braucht Zeit, das braucht Energie, sie sind der Meinung, sie argumentieren
argumentieren, wenn man ihnen das beibrot hat, dann argumentieren sie gegen Eis, wenn man ihnen nicht gut beibrot hat, dann argumentieren sie gut gegen Eis. So, also das etwas, du musst mal als Pro, weil man das wirklich tun. Menge Impression als mir so hat immer mich bezweifeln, ob man wirklich will. Das war, also, das schwätzt mir aus dem Herz. Eben auch darum, das aushalten können, dass ein Diskurs auf gegen Mischmuck gerichtet. Und das ist ja gut, weil da kann ich Menge Vorstellungen auch überprüfen. Und da ist den Ego-Kult und die Individualisierung, die wir gelehrt tun, und die wir jetzt mal bei so einem Podium gestalten, weil wir sind Herr von unserer Welt, wir können alles kuratieren und gestalten. Und dann zu merken, das geht nicht so, da brückelt ja auch heuer im Weltbild. Und ich meine, das war ein von den wertvollsten Ansätzen, den zu dem Thema eigentlich kann hun. Vielleicht müsste man das ein bisschen mehr ausbauen, gesund sich kritisieren lassen oder so. Ja, ich denke, das geht nicht für Erwachsene, das hat für Kinder oder Jugendliche, das hat auch eine Erwachsenen. Weil wenn ich zum Beispiel, holen wir Beispiel Wahlen. Dann haben wir die Rechts gegen die Links, so einfach ganz banal, schwarz-weiß gedreht. Das immer nehmen, nee, sie haben nicht recht. Nee, das ist schrecklich. Oh, da hey gesehen, hin und dat gemäht, hin so furchtbarer Mensch. Das nie, wir haben uns mit den Inhalten also nie gesagt, und wir probieren, mit den Inhalten umzugehen, und da vielleicht auch angesehen, oh, wir sind vielleicht auch ein bisschen Holzweh, oder ich sind zwar total gegen sie, mir auf dem dritten Punkt, das vielleicht aber nicht so falsch. Oder einfach ein Obenehmen durchgehen, anstatt immer ein Obenehmen zu klappen. Weil das fördert ja auch nicht, dass ihr Lust auf die Skur hat. Aber das fördert just, dass ihr sich noch mehr isoliert, noch mehr singen Influencer follow, dass ich den kleinen Hackbox du möchtest, wo Chemie der was kritisieren, weil ich will mich nicht immer das Nähe setzen. Weil auch der Respekt für Obenehmen durchzugehen, wenn ihr sich gut nicht dehnt, der fehlt einfach. Ja, da kann ich nicht nur auf Wahlen, da kann ich mittlerweile auf alle sozial problematische Themen anwenden, nicht alles jetzt, nicht alles schwarz oder weiß ist und nicht in Diskurs gar nicht mehr stattfindet. Tut halt geschneit. Mein Facebook ist gespleckt, dass Leute die Posts machen, oh, das ist Schnee, Foto vom Schnee, und dass Leute, die sich darüber aufregen, der postet wieder Schnee, was fährt der lang ab? Wie ist es kommt, weil du hättest viel mehr geschneit. Ich würde denken, los, sie ist doch freien, du musst nicht darauf reagieren, das ist doch egal. Ja, alles wird aufgebaut, zwängen mehr gegen sie, und das ist ein großes Problem. Weil eben die Geschichte sind, die man will verteidigen à tout prix. Die wird Schnee, am besten Fall just Schnee, am schlimmsten Fall geht es ganz weit. Und du hast eben die Ideen, die man verkauft kriegen, die Ideen, die man selber unholen, muss man reflektieren, weil wie so der Karl Popper mit dem schönen Zitat, manchmal man dann noch den Ofen so, lasst Ideen sterben und nicht Menschen, und das ist eigentlich was immens wichtig ist für den Diskurs ableben zu lassen, wenn er wirklich angeschlafen ist. Ich so nicht ganz viel Merci, ich habe gesagt, ich darf nicht zu spät heute so machen, weil es glatt geht und wir noch alle gute Safe sollen hinkommen. Wenn ihr noch etwas, wenn ihr Reflexionen habt, wenn ihr noch irgendein Feedback wollt gehen oder auch gerne eine Kritik, weil wir sind ja kritisch denkend Leute, also noch immer froh über Kritik, meldet euch ruhig. Genau, wir probieren weiter so die Diskussionsrunden zu machen, die nicht immer einfach sind, die schwierigen Themen, wir haben aber eine Pflicht, die Themen zu stellen. Und du wünschst auch merci für meine couragierte Panelistin, merci, dass dir eure strapaziert und nicht Gehirn heute nur, wenn es wird mal ganz viel Fried gemacht, auch die vielen Wortmeldungen. Bleibt informiert, was wir noch alles so machen. Wir haben, wie gesagt, eine ganze Reihe noch zu der Aufklärungsbewegung, die auch mit einer mich schwieriger Tableau auch noch weitergeht. Es geht um Thema Culture Wars aus Amerika, aber zu mit unserem Verständnis von unserer Gesellschaft machen. Das Datum war am Februar, geht aber leider ein bisschen noch nicht verschiebt, aber wenn da irgendwann ein Newsletter anschreibt, dann geht er auch gewohr, wenn ihr die dann aus. Und weil da vielleicht auch ein bisschen philosophisch interessiert ist, der Kant feiert das Jahr, Immanuel Kant feiert das Jahr 300 Jahre, wow, war das Jubiläum. Und dann war den 21. Februar ein Tableau an der Biennale und Bibliothek zum Kant in der Aktualität, wieso sein Leitsatz zu 1784 hat Mut, ist ihren eigenen Verstand zu bedingen, haut noch immer ganz wichtig aus. Ich so nicht, merci vielmals für Ihre Geduld. Wenn er rausgeht, sieht er eine kleine spannende Köche, wenn er Lust tut, etwas dran zu gehen, das ist auch natürlich flott. Und dann hoffentlich, dass wir euch gesehen bei einer nächsten Veranstaltung und kommt gut heim. Vielmals merci.